Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung eine ländliche Sicht auf den Stadt-Land-Graben, eine exklusive Sicht auf die Giessbachbühne, eine Aussicht auf eine gut besuchte Schwingsaison. Bevor wir jetzt zu unseren 3 Beiträgen kommen, gibt es zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom heutigen Tag. Die SBB hält am Velopuff fest. Die Reservationspflicht für den Selbstverlad von Velos gilt ab Ende März wieder. Pro Velo und der VCS kritisieren das System, das die SBB letztes Jahr eingeführt hat, weiterhin. Das knappe Platzangebot, eine nicht funktionierende Reservationspflicht und das umständliche Ticketing bleiben eine Herausforderung. Italien ist nicht der WM dabei. Der Weltmeister von 2006 verliert die Barrage gegen Nordmazedonien mit 0:1. Italien, der letztjährige Europameister, verpasst damit zum 2. Mal in Folge WM. Ein 81-Jähriger ist zurück ins Berg in eine Leitplanke gebraut. Am Donnerstagnachmittag ist aus noch zu klärenden Gründen ein Mann mit seinem TÜV gestürzt, über die Gegenfahrbahn gerutscht und dort in eine Leitplanke gebraut. Der Mann ist schwer verletzt mit einer Ambulanz ins Spital gebracht worden. Der Grossrat Ernst Wandfluh ist ein richtiges Landgewächs, das aber immer wieder in die Stadt verschlägt. Zusammen mit meinem Kollegen Benjamin Abeckler versucht er zu ergründen, wieso es die Kluft zwischen der ländlichen und städtischen Bevölkerung gibt. Eine Spurensuche mit einem Landwirt, der dafür plädiert, dass man doch etwa ein bisschen mehr zusammen ein Bierchen trinken und zusammen reden. Es geht jetzt mal grundsätzlich um einen Stadt-Land-Graben. Kannst du in 30 Sekunden erklären, warum es den noch gibt? Ja, weil das Verständnis füreinander fehlt und wir zu wenig miteinander reden. Wichtig ist, dass wir in einem wertschätzenden Austausch sind und so kann man den Graben Stück um Stück zuschütten. Heisst das vielleicht, man sollte mehrmals ein Bier oder einen Kaffee zusammen trinken? Ja, das ist das Wichtigste der ganzen Politik. Natürlich sind Geschäfte wichtig, aber zusammen eben ein Bier nehmen, zusammen etwas essen, gemütlich haben, obwohl man das Gefühl hat, dass das eigentlich nicht dazu gehört, ist eben das Wichtigste, behaupte ich. Das Gleichgewicht ist auch sehr wichtig in der Politik, wenn es jetzt nur noch die SVP gäbe. Würdest du für die Grünen stimmen? Ja, ob ich gerade für die Grünen würde stimmen, weiß ich nicht. Aber ich würde sicher, der Schwache wäre sicher mir sehr sympathisch. Der Schwächer, sagen wir es so. Und jetzt hast du gesagt, mehr zusammen reden. Wie könnte man das in Zukunft effektiv umsetzen? Hast du schon Ideen? Ja, ich denke, das ist die nobelste Aufgabe, die ich habe als Politiker habe, dass ich probiere, Personen, Politiker aus der Stadt zu mir zu nehmen, denen unser Leben zu zeigen, wo wir sind, was wir für Probleme haben. Aber dann auch zu denen in die Stadt zu gehen, mal sich Zeit zu nehmen und ihre Probleme zu hören. So eine Gelegenheit, zusammen etwas zu trinken und zu reden, gibt es jeweils an den Giessbach-Sessions. Letzten Freitag ist die exklusive Konzertreihe weitergegangen und rund 200 Personen sind ins Grand Hotel Giessbach eingeladen gewesen. In gemütlicher und familiärer Atmosphäre haben sie einen ganz besonderen Abend mit der Schlagersängerin der Beatrice Segli verbringen. Die Aufregung ist wahnsinnig gross. Es fühlt sich alles wie neu an, obwohl ich das schon 9 Jahre jetzt mache und 9 Jahre unterwegs bin. Ich hatte eine wunderschöne Fahrt. Ich bin mitten auf Tournee. Wir haben schon 4 Shows gespielt und wahnsinnig grosse Shows. Und es ist gerade ein ganz besonderer Moment, ins Kleine, ins Intime zurückzukommen. Und ich habe mich riesig gefreut natürlich auf meine Schweiz, auf meine Heimat. Ich bin einfach glücklich, wenn ich viele Menschen glücklich machen kann. Und wenn es im intimen Rahmen ist, habe ich natürlich mehr von jedem Einzelnen. Ich sehe kann jeden auch ein bisschen genauer anschauen. Das hat seinen Vorteil. Und natürlich ist die Lautstärke bei einer Riesenmasse natürlich viel lauter. Aber so hat wirklich, ich glaube, die Facetten machen es aus. Dass ich beides leben und beides ausleben darf, vor allem als Künstlerin, als Musikerin. Ja, heute Abend haben wir ein 90-Minuten-Set, also 1,5 Stunden Akustik. Das heisst sehr nahbar, so ein bisschen unplugged-mässig, wo ja, sonst nicht so oft erleben kann. Ehrlich gesagt, ist sehr exklusiv und sehr nahbar. Und ich freue mich auf den Moment, einfach die Nähe zu spüren. Auch nach dieser langen Zeit, wo das nicht möglich war, ist es natürlich umso besonderer. Du bist alles, was du brauchst. Im Leben, was der Routine raus. Den Platz entgegen. Einmal frei sein, einmal fliegen. Lass die Zweifel einfach liegen. Für mich war immer der grosse Traum, Schlagersängerin zu werden. Und dem Traum bin ich immer mehr nachher und habe natürlich auch Rückschläge gehabt, Zweifel gehabt. Aber eigentlich immer
in diese Richtung unterwegs gewesen. Und das ist für mich wichtig gewesen, so eine Orientierung zu haben, was will ich, wo soll es hergehen. Und für mich hat es eigentlich nie etwas anderes gegeben. Und schön, dass es geklappt hat und dass es vor allem ein Publikum gibt, das das auch möchte hören und spüren. Ich habe nie bereut, diesen Weg zu gehen. Aber natürlich gibt es immer zwei Seiten. In der Öffentlichkeit stehen hat auch viel Verantwortung. In der Öffentlichkeit stehen bringt auch neue Sachen mit sich, die ich mir natürlich nicht gewünscht habe. Ich habe mir gewünscht, auf der Bühne zu stehen, dass alle meine Musik singen. Aber es kommt natürlich auch ein Privatleben, das ein bisschen schwieriger ist, privat zu halten. Das habe ich mir jetzt nicht unbedingt gewünscht, aber ich nehme, wie es ist und bin dankbar, dass ich das, was ich mir gewünscht habe, dass das gekommen ist. Das Komponieren, das Texten, das ist etwas, was ich in den Jahren ein bisschen für mich entdeckt habe. Und tatsächlich ist es aber so, dass ich es nie allein mache. Also ich bin eher so eine Ideenbringerin als Komponistin und Texterin. Ich habe wahnsinnig viele Ideen, aber das Schreiben machen dann wirklich andere Leute. Und in meinem Fall, wenn ich mitschreibe, ist es immer der Joachim Wolf, der seit 9 Jahren an meiner Seite ist. Und dann kommen immer auch mal wieder neue Leute dazu. Und das geniesse ich einfach, den Austausch und vor allem den Austausch über meine Themen, die mich beschäftigen und mich ja, auch natürlich dann auch noch ein bisschen persönlicher zeigen. Vom Schlager wechseln wir zum Schwingen. Der Jahresschwinger in Thun lanciert die diesjährige Schwingsaison so richtig. In Thun rechnet man mit einem grossen Aufmarsch am Publikum, was in den letzten 2 Jahren Corona-bedingt nicht möglich war. Das hat der Präsident vom Schwingclub Thun, der Hans-Jörg Scheuner, meinem Kollegen Manuel Moser erklärt. Ja, Hans-Jörg Scheuner. Am Wochenende ist einiges los in Thun. Wie gross ist die Vorfreude, dass wieder Schwingfest ist? Sehr gross. Ich denke nicht nur bei uns als Club, ich denke auch bei den Zuschauern. Und, ja, wir lassen uns überraschen, aber wir nehmen an, dass es ein volles Haus wird geben. Wie läuft die Vorbereitung? Wie weit seid ihr bei den Vorbereitungen? Also die Vorbereitungen laufen jetzt schon her. Wir müssen auch die Halle wieder reservieren, schon für das nächste Mal. Aber richtig Vorbereitungen laufen seit der Vorstandssitzung vor 2 Monaten. Und jetzt am Samstag stellen wir noch auf und dann am Sonntag müssen wir loslassen. Wie viele Teilnehmer erwartet man? Also angemeldet sind bis jetzt 100 Schwinger gut. Und es wird etwa die eine oder die andere Abmeldung geben wegen irgendetwas. Und vielleicht kommt der eine oder der andere noch mehr, da lassen wir uns überraschen. Aber 100 Schwinger werden wir auf alle Fälle haben. Ja, Favoriten ist schwer zu sagen, es ist das erste Schwingfest, aber sicher, wir haben den Kilchberg-Sieger vor Ort, der kommt schwingen, er hat schon 2 Schwingfeste gewonnen heute. Der Wenger Kilian wird kommen, der Kempf Bernhard von uns, vom Schwingclub, und es werden noch weitere Eidgenossen vom Kanton Bern anwesend sein. Und wir haben sicher auch gute Schwinger hinter den Eidgenossen, die sicher auch werden zeigen, was sie können, weil heute ist ja wieder eine eidgenössische Saison. Und natürlich schön, jetzt zu sehen, wer in Form ist und wer vielleicht noch ein bisschen dran werken muss. Ihr für eurem Verein habt sicher auch einige Athleten dabei, auch junge Schwinger. Das ist auch eine Chance für sie, oder? Sicher, ja, für die jungen Schwinger. Wir hatten jetzt Corona gehabt, die sind jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, die letzten 2 Jahre. Es hat solche, die vor 2 Jahren zur Schule rausgekommen, die jetzt noch nicht so viel zeigen können. Und die werden sicher top motiviert sein, jetzt in eine solche Saison zu starten und werden sicher ihr das Beste geben. Es ist auch ein sehr gutes Training für jeden, weil in einem Training kannst du das nie so simulieren, wie man, eben, wenn ein Schwingfest ist. Für die Zuschauer, was erwartet eine aus dem Schwingen noch? Ja, wir werden natürlich alle gut fahren. Wir brauchen nicht daheim schon viel zu essen. Wir werden es verköstigen. Und sonst drumherum, wir sind hier für das Schwingen. Und die Leute kommen auch wegen dessen. Aber es wird sicher eine gute Festwirtschaft sein. Und das Zusammensein vor allem, das ist auch das, was viele Schwingerfreunde vermisst haben die letzten 2 Jahre. Und das werden wir ihnen wieder bieten können. Was für Wetter die Schwinger können erwarten, das seht ihr gerade anschliessend in den Prognosen. Ich wünsche euch jetzt schon so oder so einen ganz geruhsamen Abend und eine gute Zeit. Auf Wiedersehen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Einen schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen. Ja, so blau wie der Himmel über dem Flugplatz in Rickenbach war er heute überall.
Unser Wetter das wird nach wie vor vom Hoch Peter bestimmt. Das Hoch thront im Moment noch über Großbritannien und hält uns noch sicher bis am Sonntag alle Störungen weit entfernt. Und auch morgen starten wir mit einem strahlenden Sonnenaufgang in den Tag. Dazu sollte man am Morgen wieder eine warme Jacke anlegen. In Langenthal und auch in Burgdorf stehen wir zu um die 1 Grad auf und im Oberland messen wir zwischen -1 und maximal 2 Grad am Morgen. Auch der Nachmittag wird sehr sonnig, nur über den Bergen entstehen ein paar harmlose Quellwolken. Im Flachland geht eine leichte Brise und die Temperaturen die klettern auch morgen noch mal auf bis zu 18 Grad. In Biel, in Bern erwarten wir etwa 17 Grad und auch in Thun dürfte es etwa 17 Grad mild werden. Ja, und Peter sei Dank kommen wir noch bis am Montag in den Genuss von sonnigem und mildem Märzwetter. Auf der Dienstag erreicht uns dann ein Trog und der bringt zuerst einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Mittwoch und Donnerstag wird es dann unbeständig mit teils auch ein bisschen Regen. Dazu gehen die Temperaturen zurück. Der Übergang in April wird wahrscheinlich klassisches Aprilwetter, ein bisschen genauer. Können wir das aber schon gleich sagen. Bis dann geniessen Sie die Sonne und bis gleich wieder. Alles Liebe. Ade miteinander.